Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert direkt auf dem Guschen. Wir haben heute folgende 2 Themen für euch in der Sendung. Strengere Getränkeregeln am Guschen. Neuerdings darf man nur noch 0,5 statt der bisherigen 1,5 Liter mit aufnehmen. Und noch eine ernstere Meldung. Im Moossee gibt es nämlich immer mehr Entenflöhe. Der Guschen macht sich bei vielen immer unbeliebter. Steigende Ticketpreise, 2000 Leute mehr pro Tag, die sie auflassen, und jetzt auch noch strengere Getränkeregeln. Neu sind nämlich nur noch 0,5 Liter Fläschchen erlaubt. Mal waren es noch 3 und letztes Jahr 1,5. Wir haben bei den Besuchenden nachgefragt, ob sie das stört und ob sie ihr Trinkverhalten entsprechend anpassen. Also wir haben sonst schon 3 so Halbliter-Fläschchen gefüllt mit gemixtem Getränk oder auch ohne Alkohol. Und jetzt dieses Jahr mischen wir echt ziemlich stark mischen, damit wir weniger Geld müssen ausgeben müssen, weil ich bin noch Studentin, von dem her ja. Und weil wir ja nicht gross trinken, ist nicht so schlimm, wenn ich Wasser dabei habe. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass man mit dem Getränk zurückgeht, wenn es mit der Hitze steigt. So. Darum, ja, ich habe extra so ein Getränk mitgenommen, das noch Elektrolyte drin hat. Einfach für das es auch sicher genug wirkt. Wenn du da raufkommst, du weißt, es kostet. Und entweder vermag ich etwas oder ich vermag es nicht. Und wenn die hier oben, die einzelnen Stände, die haben einen riesen Aufwand. Und es ist ja eigentlich ein bisschen unfair, wenn man die nicht beachtet. Man kauft nichts und am Schluss machen die Stände noch hinten zu sein. Man muss sich sicher ein bisschen mehr organisieren, aber es geht ja nicht darum, der Besoffenste zu sein. Und darum ist es sicher gut. Aber das Trinkverhalten dadurch tut sich sicher verändern. Man gibt sicher mehr Geld aus. Es ist vielleicht ein bisschen ein spezieller Faktor, dass sie mit den Preisen immer mehr raufgehen und noch zusätzlich mehr Leute reinlassen. Wie man sieht, es ist halt nicht mehr gemischt. Ich glaube, wir nehmen hier oben ein Mischgetränk. Und wir nehmen wirklich einfach etwas mit, das wir gut mischen können mit den Sachen, die es oben hat. Genau. Ja, wir haben eine recht starke Mischung gemacht. Und sonst haben wir uns aber mega Mühe gegeben, noch mit Beeren drin und coolen Softgetränken. Peterli-Pan, Lavendel-Tonic und jetzt ist einfach Wodka straight und dann noch vielleicht so ein mini-bisschen von dem Softgetränk. Wir haben jetzt hier einfach Wodka reingefüllt und werden dann hier oben genau ein Mischgetränk dazu nehmen. Heute habe ich Wodka Mate dabei, sicher ein bisschen stärker gemischt als andere Jahre. Dadurch, dass du eben weniger mitnehmen kannst. Ja, seit Covid ist die ganze Gastroszene mega unter Druck. Darum ich kann es recht gut nachvollziehen, diesen Schritt. Und ja, man das auch gönnen. Ich meine, ich will, dass es ihnen wirtschaftlich gut geht, dass wir noch lange das Guschen geniessen können, noch in 60 Jahren mit unseren Enkelkindern. Also von dem her, ja. Ich verstehe es, alles gut. Ich finde, man könnte gut auch an anderen Orten Geld reinbekommen. Es müsste nicht um Gesundheit und ums Trinken gehen, was eigentlich das Wichtigste ist für Menschen in dieser Hitze. Darum, nein, diesen Punkt verstehe ich wirklich nicht. Wenn jeder 50 Liter selber nimmt, kann es die Preise nicht gut, aber ja. Und dementsprechend bringt es nichts, wenn du einfach runterlässt und dann bist du kannst nicht mehr runterlaufen oder mit dem Bändchen. Wir wären jetzt gerade auf dem Weg für eine Glasse. Aber sicher, habe ich gesagt, eine Glasse jetzt, vielleicht noch Pommes oder so. Ja, aber sonst echt Wasser trinken heute. Vom Guschen geht es jetzt ein bisschen weiter runter, nämlich am Moossee. Dort breiten sich wegen der warmen Temperaturen im Wasser immer wie mehr Entenflöhe aus. Im Video erfahrt ihr, was das für euch bedeutet und was ihr dagegen machen könnt. Die Entenflöhe sind von den Wassertemperaturen abhängig und da wir jetzt sehr heißes Wetter haben, ist die Wassertemperatur oft über 20 Grad und wärmer. Und dann ist es in der Tat so, dass Entenflöhe häufiger auftreten. Es sind aber keine Flöhe, es kann aber am Schluss trotzdem jucken. Es sind kleine Larven von einem Saugwurm. Es ist unangenehm, es kann stark jucken, vor allen Dingen, wenn man mehrfach Kontakt mit den Entenflöhen hatte. Es kann auch eine allergische Reaktion geben. Wenn es große Beschwerden hat, würde ich empfehlen, zum Haut- oder Hausarzt zu gehen. Aber gefährlich in dem Sinne ist es nicht für uns.
Und nach dem Baden empfiehlt sich, dass man sich sofort abduscht und danach auch mit einem Handtuch kräftig trocken rubbelt, sodass die noch nicht in der Haut steckenden Larven entfernt werden und am besten auch gerade die Badkleider wechseln. Das Problem bei den Entenflöhen ist nämlich, die dringen bei uns in die Haut ein, sterben dort und dann gibt es eine Immunreaktion. Also alle Entenflöhe, die ich von der Haut entfernen kann, können nicht mehr zu einer Immunreaktion führen. Das war es mit dem heutigen Panorama auf dem Güschen. Merci vielmals fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Alle Beiträge findet ihr auf www.plattformj.ch oder in unserer News-App. Das Wetter gibt es jetzt gleich im Anschluss. Ganz herzlich willkommen zum aktuellen Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Mit viel Sonnenschein sind wir heute in der Freitag gestartet. Jetzt im Laufe des Nachmittags kommt es dann doch wieder zu Regengüssen und Gewitter. Die Druckverteilung die ist momentan relativ flach in Europa und wir haben noch ein Höhentief über Deutschland, wo dann die Atmosphäre doch ein bisschen instabil schichten lässt und sie so auch anfälliger für Gewitter ist. Morgen am Samstag starten wir aber noch trocken in den Tag rein. Ganz vereinzelt vielleicht mal noch ein Regensprutz möglich, sonst aber wirklich trocken mit einem Mix aus Sonne, Wolkenfeldern und Quellwolken. Temperaturen am Morgen die liegen so zwischen 16 und etwa 17 Grad. Am Nachmittag steigt dann die Regenguss- und Gewitterneigung an. Es ist dann auch wieder zu Teilen kräftigen Gewitter möglich. Und die Temperaturen die erreichen dann einen sommerlichen Wert von um die 25 Grad. Dazu haben wir im Flachland einen mäßigen Westwind, auf den Bergen einen mäßig bis starken Westwind und die 0-Grad-Grenze die liegt auf rund 3700 Meter, heisst auf 2000 Meter etwa 12 Grad. Es geht dann doch recht ruhig weiter. Am Sonntag haben wir höchstens in der ersten Tageshälfte noch hier und dort mal einen Regenguss mit dabei. Sonst dann aber wirklich ab der neuen Woche stellt sich dann ein angenehmes und meist trockenes Sommerwetter ein. Natürlich ein Regenguss würde der Natur nicht schaden, aber so wirklich flächendeckender Regen ist auch in der nächsten Zeit nicht in Sicht. Die Temperaturen die erreichen dann jeweils etwa 23 bis 24 Grad. Das war es vom aktuellen Wetter. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Schluss von dem Freitag und ein ganz schönes Wochenende. Ade miteinander.